Hm. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Session. Und zwar das mal Silence. Ein ruhiges Spiel, habe ich gehört. Lassen wir uns überraschen, wie das ist. Und ja, hoffentlich ist es cool. Ich habe es auf Steam, hat es eine Aktion gegeben, habe es überzogen. Und ich liebe so Spiele ab und zu. Dann fangen wir mal an. Genau, Optionen kurz, Grafik, ja. Alles tipptopp. Dann Spruch, machen wir deutsche Spruch, das ist auch tipptopp. Untertitel anzeigen, ja, machen wir doch auch. Was müssen wir noch? Steuerung, das wird schon okay sein, sonst kann ich das noch umstellen. Gamepad mache ich mal nicht, ich mache es mit der Maus. Ja, fangen wir an. Ich habe ganz kurz mal drin gespielt. Dann wir ein neues Spiel starten. Das wäre ein super Anfang für eine Dracula-Filmstory, okay? Rini! Noah? Rini, wir müssen in den Bunker!
düster. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Sag ihr, dass du deine Klaustrophobie im Griff hast? Nein. Sag ihr, dass die letzten Panikattacken schon Monate zurückliegt. Wir Ja. halten das schon aus, Rini. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Was weiß Miss Clock schon? Miss Ja. Clock behauptet auch, dass die Zunge schwarz wird, wenn man flucht. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein, Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rini, ich wollte dir keine Angst machen. Rini, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Tun wir mal als absuchen. Du magst doch Schattenspiele. Schau mal, Rini. Der Elefant ist wieder da. Oh je. Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Ich habe das Gefühl, mit Reden mache ich es nur noch schlimmer. Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf. Wir machen jetzt was Miss Clock gar nicht leiden kann. Ist die Opferzahl ungewiss. Oh. Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Kann ich da hinten laufen? Da, der Schrank. Nur ein ganz normaler Spiegel. Steht etwas drin? Schau mal, Rini. Der Hund. Oh je. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Warte mal. Ich muss so den Kopf von dieser Dings nehmen. Abmurmeln, genau.
murmeln und die Das muss bringt ich mich auf ihr etwas, geben. das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Spot? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Ah, der Eselkopf. Der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Hallo Rini, Hallo Sedgwick, wie geht's Spot? du kannst ihn gleich selbst fragen. Das da könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch dir was Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nicht eben das Pupslied oder das Rülps-Alphabet. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens IA. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone. Und noch was für die Prophezeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Ja, genau, der Da Lampe ist sie ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten Die Mauern der Städte bröckelten. und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen, ganz so wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht, sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Oh, 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 oh. Sorry, sorry. Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln. Sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Sedgwick, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja,
Was hat Cedric dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Rini! Ei. Oh, verdammt. Rini? Geht's dir gut? Rini! Im Kampf gegen die dritte große Angriffswelle Oh nein. schweres Artilleriefeuer. Nach monatelanger Ruhe Okay. Also nochmal. Kampftätigkeit neu entfachen. Offensive geplant. Rini! Wo bist du? Divisionen in Bereitschaft. Hohe Verluste. Gewaltige Stürme Also über den Gräben. mit gedrückter Leertaste. Aha, okay. Alle Truppen an der Front. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Auch Jugendliche sind angehalten, sich zu verpflichten. Rini! Und Gott sei Dank. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Okay. Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Du blöde Kiste! Divisionen in Bereitschaft. Offensive geplant. Leiser, verdammt! Unter Beschuss. Im Kampf gegen die Gehen wir dritte da in große die Dunkelheit. schweres Artilleriefeuer. Wo bist du? Nach monatelanger Ruhe. Fähigkeit neu entfacht. Rini! Offensive geplant. Wo bist du? Divisionen in Bereitschaft. Hohe Verluste. Gewaltige Stürme Mit allen Mitteln zum Schweigen bringen. Auch Jugendliche Warte mal. Geh endlich aus! Okay. unter Beschuss. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Kann ich nicht mal kann ich da nicht einen Stein oder so? Ah, genau. Ruhe! Zu verpflichten. Unter Beschuss. Rini! Verdammtes Scheißteil! Kampftätigkeit neu. Halt endlich die Klappe! Divisionen Geh kaputt, verdammt noch! Du verdammtes Scheißteil! Offensive geplant. Halt endlich... Hohe Verluste. Ah, da der Hammer. Hammer. Da. Oh, nein, nochmal. Hammer. Schluss jetzt! Und Kalibum. Ups. Was ist das? Oh,
ist das hier? Eine Fantasiewelt. Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Ekliges Zeug und klebrig. Ein alter Wohnwagen. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Okay. Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Da könnte ich draufspringen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini. Und das dreht sich sicher. Flüge aber. Ja, ja, klar. Oh. Warte mal. Was muss ich machen? So. Ah, genau. Okay, habe ich es kapiert. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Oh nein. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Was? Was ist das hier? Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Rini, was machst du? Nein, bleib stehen! Rini! Okay. Das hier ist nicht real. Das Einzige, was wirklich real ist, ist Rini. Das hier ist nicht real. Das Einzige, was wirklich real ist Rini. Na los! Hinterher! Wow, wie im Traum hier. Hm? Wer bist du denn? Oh. Jesus Maria. Ein Ries. Wo bin ich hier? Das Licht, die Farben, der Duft. Das hier ist Silence. Wow. Was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück. Oh, verdammt. Sei still und versteck dich. Schnell. Schnell verstecken. Schnell, schnell. Gott, was war das denn? Puh. Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum.
Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Komm. Hey, warte! Wie ist sie da hochgekommen? Wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Pilztier? Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter. Nein. Ich muss füttern mit dem Pilz. Der hat schon Okay. lange kein Wasser mehr gesehen. Mhm, sehr hübsch. Wie soll ich da ohne Seil raufkommen? Ich wüsste nicht mal, wie ich das mit Seil schaffen sollte. Komm jetzt. Nein, jetzt muss ich zurück zum Boden. Komm jetzt. Sind die aus Gummi oder was? Gummipilze. Komm jetzt. Klar, wenn ich schon nicht die Wand hochkomme, dann kann ich ja ein paar Blumen pflücken. Mach einfach. Klar, wenn ich schon nicht die Wand hochkomme, dann kann ich ja ein so paar Blumen wählerisch. pflücken. Jetzt müssen wir doch irgendwie. Ach genau, ein Wurmzahn. Wurmzahn. Komm. Okay. Oh Gott, verdammt, ich habe mich geschnitten, oh nein! Ich werde eine Blutvergiftung bekommen, ich werde sterben! Ich muss die Wunde auswaschen, sofort auswaschen. Oh Mann. Oh Gott sei Dank, sauberes Wasser. Hoffentlich. Die Adern an meinem Handgelenk sind schon ein bisschen dunkler als vorhin. Ich werde das überleben, ich werde das überleben. Ja, bestimmt, bestimmt. Also komm, nimm. Kann ich nicht nehmen. Fass ich nie wieder an. Ja, du kleine Mama, du. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch. Wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Also, Ich wünschte, Spot wäre da. Spot, bist du das? Aber natürlich, das hier ist Silence. Ja, du bist es! Du bist es! Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Schau mal, Spot, lecker Baumpilze. Spot aufspießen? Doofe Idee. okay. Die Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Ja, genau, mach das. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Ei auch nicht anders erwartet. Dem werfe ich Spot nicht in den Rachen. Oh, schau jetzt da. So cool. Oh ja, du hast Hunger.
schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Oh, verdammt. Also ich muss Na, ein warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. muss Spring raus. Hopp, na los. weglocken. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Vielleicht ist es ja wasserscheu. Ja, Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. also nochmal. Da ist er. Packen. Jo, genau. Schnell. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Spot! Du bist es wirklich! Komm her! Oh Mist! Böse Mama! Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Oho. Aha, cool. Was du alles kannst. Ich freue mich, dich wieder zu haben, alter Freund. Cool. Platt wie eine Flunder. Okay, und jetzt? Probier das mal. Ah, genau, und nachher mache ich ihn gross. Nachher kullert der Dings weg, genau. Ja, sehr gut. Wie soll uns Wasser denn helfen? So, jetzt kannst du hochrasseln, komm. Und wie kommst du jetzt drauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Vielleicht die Tasche wieder rein tun. Wow. Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Schemine. Hallo? Hilfst du mir mal? Ja, ich Warum will. sollte ich? Ach, hör auf. Nur damit ich das richtig verstehe. Das hier wird eine Bombe? Ja. Ah. Alles klar. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau.
Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Das Was habe ich sind diese gewusst. Sucher? Das habe ich gewusst. Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Nein. Klar. Deckung! Das darf nicht wahr sein. Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Rini in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Also, dann gehen wir. Fliegender Krebs. Hilft der uns? Geräuschbau. Das ist sicher eine schlechte Was ist Idee. das für ein Ding? Damit lassen sich Sucher ablenken. Cool. Schmeißt du ihn mal rüber? Klar? Huch! Na toll, das war mein letzter. Tut mir leid. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Nein, warte mal, jetzt hockt er wieder auf den Pilz, nachher spickt er wieder weg. Ja, warte. Ach, gehen wir kurz die Treppen runter. Holen wir den anderen. Ich werf dich einfach hoch, wie einen Ball. Ja, genau. Was? Wenn ich werfen könnte. Komm jetzt. Trink mal was. Ah, genau. So bist du ja noch schlechter zu tragen. Hey, ich habe nicht gesagt, du wärst unerträglich. So bist du zu fett. Tut mir leid. Der Pilzgüsse. Wow, du hast den grünen Daumenspot. Viele, viele grüne Daumen. Wow! Echt zirkusreif die Nummer. Ja, das ist gut. Nochmal. Kennst du Sedgwicks Trick mit der Kanone? Wow! Vielleicht noch den Zahn holen?
Ich möchte bitte nie... Schon gut, schon gut, schon gut. Gummipilze. Gummipilze. Dann halt. Na los, spreng den Ring! Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Spinnst du? 10, 9, 8. Ja! Ja! Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Da geht's lang. Kapitel 1. Okay. Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Das ist cool. Moment. Gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Oh nein, oh nein. Ja, es ist schon wieder Zeit. Ich komme bald wieder. Ja, würde aber für jetzt mal kurz den Stream beenden und dann später wieder weitermachen. Besten Dank fürs Dabeisein und ciao zusammen.